Hello Peoples, hello YouTube. Wieder eine Woche vorbei. Jetzt sind wir 3 Weeks out, nicht mehr 4 Weeks out. Was ist diese Woche passiert? First of all, wir sind von 85,3 auf 83,9 runtergedroppt. Gewicht ist runtergegangen. Hoffe, dass es war Fett, wo weggegangen ist. Wir sehen es nachher im Video. Ich bin wieder 100% gesund. Das ist auch sehr gut. Letzte Woche war immer noch so ein bisschen, ja, Nasennebenhöhle voll und Reizhusten etc. Darum war das Training auch manchmal nicht so geil. Aber jetzt wieder Vollgas. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass wir am Montag Refeed-Tag machen. Haben wir dann ausgelassen, weil ich eigentlich immer noch richtig viel Fülle habe. Was erstaunlich ist, weil normalerweise macht es bei mir und ich verliere recht viel Fülle, sobald die Carbs nicht mehr so hoch sind. Yes, 3 Wochen out. Es muss noch einiges gehen, besonders bei hinteren Rücken, unteren Rücken. Es muss noch da das Fett weg, ist einiges ist schon weggegangen. Ja, aber wir peilen eben, dass wir da so mit einer soliden Form kommen und sparen uns eigentlich so ein paar Prozente noch auf für die Pro Qualifier, weil die dann wichtig sind. Das ist keine Ausrede, wenn ich da nicht mit 100% Topform komme. Äh, Weil eigentlich möchte ich schon in der Schweiz mit 100% Topform kommen, weil da halt recht viele Freunde vor Ort sind, etc., Leute, die mich kennen. Da will man eigentlich immer richtig abliefern. Aber wir haben halt dann 3 Wochen später oder 4 Wochen später dann der erste richtige Wettkampf und dann geht eigentlich die Saison richtig los. Und da ist eigentlich halt wichtiger, dass wir dort die Topform hitten. Meistens, also bei mir war es bis jetzt so, hittet man diese Topform genau einmal in der Season, wo es wirklich sagt, man kann sagen so, boah, okay, jetzt haben wir es auf den Kopf, auf den Nagel getroffen. Und das müssen wir bei einer Pro-Qualifier schaffen, damit wir vielleicht die Profikarte bekommen oder einfach eine gute Platzierung. Yes. Fragen, die mich diese Woche zu mir kamen, wie ich mich fühle. Fühle mich eigentlich recht gut. Also, wenn ich es vergleiche mit den letzten paar Wettkämpfen, kommt es mir jetzt gerade richtig einfach vor. Klar, Struggle ist da mit Hunger, Müdigkeit, weniger Lust mit Leuten was machen oder lange Gespräche zu führen. Am liebsten möchte man nur aufstehen, Cardio machen, arbeiten, Training, nach Hause und essen und schlafen. Aber es ist nicht so wie beim letzten Mal, wo ich auf die Bühne gegangen bin vor 2 Jahren, wenn ich meinen Rucksack anziehe und aus der Haustür rausgehe und dann 5 bis 10 Meter laufe und ich mir denke so, boah, am liebsten würde ich hier am Boden sitzen und heulen, weil die Energie so flöte ist. Das ist nicht so. Es gibt schon Momente, wo ich einen Down habe und fast sitzen einschlafe gefühlt, weil dann einfach die Energie weg ist. Das ist dann meistens so an Tagen, wo ich richtig viel unterwegs war wegen meinem Beruf. Und da merkt man einfach, sobald ich irgendwo hinsetze, fährt der Körper komplett runter. Aber ich denke, weil ich eben jetzt halt 2 Jahre keine Wettkämpfe gemacht habe und 2 Jahre eigentlich halt das erste Jahr mal regenerieren konnte, dann das zweite Jahr aufbauen konnte und jetzt in eine Prep reingehe, voll ausgeruht, weniger Stress. Ich habe auch wieder viel mehr Unterstützung und auch durch meine Freundin, wo für mich kocht, Haushalt deutlich mehr macht als ich, und mir auch ihre private Zeit so einteilt, dass sie mit mir Sachen macht, wo mir im Herzen liegen oder sie weiß, dass ich quasi Spaß dran habe, zum Beispiel Gamen. In der Prep game ich immer recht viel, weil dann geht das Hungergefühl weg aus dem Kopf. Und sie hat es mit mir auch Albion Online angefangen zu spielen. Macht wahrscheinlich eigentlich ihr nicht so viel Spaß wie mir, aber sie zieht es trotzdem durch. Das schätze ich sehr und natürlich alle anderen Sachen, die sie für mich macht. Ähm, ja, und auch bei der Arbeit ist es nicht ruhig. Das wäre gelogen. Aber ich bin jetzt halt 5 Jahre schon ist in der Position, wo ich jetzt bin. Und langsam hat man den Dreh raus. Früher war das immer
durch Beförderungen, wo ich erhielt, ja immer recht abwechselnd, was für Aufgaben auf mich zugekommen sind. Und jetzt so nach 5 Jahren habe ich mich da richtig so eingependelt. Yes, und daher deutlich weniger Stress. Ich und mein Coach haben auch, würde ich mal sagen, easy Connection. Das hatte ich eigentlich bis jetzt immer mit den Coaches, aber man sieht halt Step by Step die positiven Dinge, die wir tun, Änderungen, die wir tun, und es geht immer vorwärts, vorwärts. Ja, darum bin ich jetzt sehr gespannt, was noch in den letzten 3 Wochen passiert ist. Weil letzte Woche ist schon recht viel passiert. Yes, genug geredet. Wir schauen uns die Form an. Dann mache ich mal meinen hässlichen Kopf weg, damit ihr meinen anderen hässlichen Kopf seht. So, lassen wir mal das Video einfach ablaufen. Achtung, jetzt aufpassen, die Stelzen kommen. Ich habe ja mal gesagt, ich mache mal eine Classic Physik Pose. Also Vakuum habe ich es gerade hier nicht geschafft. Yes, das ist meine aktuelle Form. Ja, Front eigentlich immer noch. Der Cut hier in den Schultern muss kommen. Noch mehr Bauch sieht schon recht gut aus. Seitliche Pose. Hier hinten muss noch der Speck weg. Eben der Cut in der Schulter, Cut im Trizeps. Brust ist schön voll. Das ist gut, aber die Fresse ist richtig hässlich. Und dann Rücken. Sieht man jetzt langsam so, die Stripes kommen da raus, aber eben auf der Seite ist immer noch recht viel Speck, aber es ist schon deutlich besser geworden als letztes Mal. Das ist richtig viel weg, aber es muss noch deutlich mehr weggehen, dass es passt für den Wettkampf. Und das wird jetzt diese Woche gemacht und in den nächsten 2 Wochen, damit wir noch eine bessere Form hinbekommen. Genau. Mal wieder meinen hässlichen Kopf groß. Was bedeutet das alles? Also, das bedeutet, wir geben weiter Vollgas. Wir haben jetzt noch 3 Wochen, wiegen 83,9 Kilo. Ich denke, ja, wir gehen fix 82 Kilo runter oder sogar ein bisschen tiefer müssen wir gehen, dass dann das alles passt, so wie es passen soll. Weil eben gerade so beim Gesäß hinten ist noch zu viel Speck. Klar, man hat jetzt auch noch viel Wasser im Körper, was auch noch rausgeht. Es gibt auch da noch ein bisschen Tininess, aber da muss noch einiges gehen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Woche zu Woche kommt eine Änderung rein. Ich habe auch gutes Feedback gestern bekommen, war gestern im Energy Studio trainieren, weil dort Urs Kaniczynski zu Besuch kam und ich dann gleichzeitig noch alle Kollegen wieder mal treffen konnte, weil eben, wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der in der Prep viel mit Menschen was macht im Privaten. Yes, und da habe ich die vor meinem Kollegen Marco gezeigt und Neil. Die waren baff. Ähm, klar, man kann es immer sagen, bei Kollegen, die geben immer sehr gutes Feedback, aber beide sind auch Athleten, beide standen auch auf der Bühne. Darum nehme ich das Feedback von denen schon wahr, ähm, weil ich weiß, die würden mir auch sagen, wenn es scheiße ist, wenn da viel zu viel Fett wäre,
et cetera, et cetera. Wir haben da auch viel geredet noch, und eben, wie gesagt, Form ist jetzt schon besser als vor 2 Jahren in der Zeit und auch die Masse ist deutlich besser. Und für mich ist wirklich das Ziel dieses Jahr besser zu sein als vor 2 Jahren. Alles andere, Platzierung et cetera, ist dahinter gestellt. Darum denke ich, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und das war's eigentlich von mir. Ich wünsche euch allen 'n schönen Sonntag noch. Startet gut in die neue Woche und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao, ciao.